Wunderschönen guten Abend, ich begrüße dich für eine weitere Emission von Television Stesel. Das als zweitletzte Emission, weil auch logi mir geschwind an Sommervakanz. Als Emission von Haut fangen wir an mit dem Kirmes-Weekend zu Stesel. Den Peichsalon, war der sich den Auftakt als vom Kirmes-Weekend, hatten wir ja schon an der letzten Emission gewiesen. Gehen wir lo op den Samstag op den Himmelsmarsch und op den Sonntag, wo den traditionelle Konzert von der Harmonie gespielt ging und als Gast hat man dieses Jahr den Serge Tonner. Meint es dann, wer gewinnt, Tradition, Peter Mailand Präsession. Ich wünsche euch viel Spaß.
Beim Shoppen an der Stadt. Ein Pack von Panzerpolisten an dem Steuerrad. Ein Gedicht ist ihre Schnickelschau zum Rückbahn. Auf einmal gehört, was Rapper sind. Keine Ahnung, wo ihn aber gehen. Waar man niet tevreden vindt, aber man aber blijven wat man vindt. Aber man het omkomt waar steht, waar man het tegen voeten mee versteht, waar man dan toch alles goed zit. Aber man aber blijven wat man vindt, blijven wat man vindt.
Tue memoriam reliquisti, tribu equi. Eng weider Tradition, die lo dëst Joremenker voll opgebläht ass den traditionellen Mammendärskonzert. Der Mammendärskonzert gespielt vun der Harmonie Stesel am Schloss Maridok zu Hechtreff.
Ach à l'école interkommunal. Lo net zu vergleichen mat à l'école Sektion. Ach à l'école interkommunal war dis Joer zu Stesel am Lavaldspark. Hai e po Impressionen vum Vernissage. Die Damen und Herren vom Steseler Gemengerat, Schaffner Gemengerat, Herr Paul Bertmes, Präsident von der SBL à l'école, mit dem ganzen Komitee, die Damen und Herren Responsablen von den Sektionen à l'école von Beaufort, Dickrich, Hesper, Lützeburg-Stadt, Mammer, Munnerich, Schöffling, Wasserböllig und Stesel. Herr Bernd Müller, Dirigent von der Steseler Musikschule mit seinen Schülern von der RP-Schenkers. Vielmals merci, dass Sie heute mitgemacht haben. Speziell will ich auch begrüßen uns Responsable vom à l'école, Madame Martin Vogel, Madame Alexander Höck-Schneider und Madame Joël Kiech-Richet, die die Steseler Sektion auf eine brillant Erderweis leiden und noch heute bei der Organisation dabei waren. Lieber Wittien, die Damen und Herren, auf Ihren allem, Leif Kanner. Für dich steht heute im Mittelpunkt mit ihren Kunststücken, die mir gleich gucken gehen. Danke, merci und Gerd Schäkers, die für den musikalischen Enkadrement für den Vernissage zuständig waren. Also, merci all denen, die in der Organisation, dem Gestalten und dem Abrichten von dieser Ausstellung am Freien beteiligt waren. Het is er soweit. Die interkommunale Ausstellung, die durch die Pandemie verrickelt ging, findet dieses Jahr statt. Und wir sind besonders froh, dass es heute zu Stesel am Lavaldspark ist. An eiser letzter Emission hueten zu eis geschwärz an eis sein Job firstalt. Dat war der nächsten Deel. Den Klimaschaffen Jean Rossi. An so wurde du gefangen, ma erinnern eis. Vertecht de schöne Bonjour vun all die Leute, die als no lauschteren. Denn ich sind unter anderem Funktionen vu Chefen sind ich auch Klimachefen. An so huet opgehalen. Van de Kanal zurückstaut. Dat könnt ihr auch durch das Computerprogramm bei der Wasseramt ein Dossier ulegen, wie dann no, wann der Aktion für die Schütze gemacht hat, für dann Subsidien zu kriegen. Voilà, wir gucken dann noch den zweiten Teil vom Gespräch von Jean Rossi, Klimaschaffen. Das ist ein Programm, das zu Lützeburg noch nicht gibt, das Stesel Vierreiter an der also so begeistert, dass der Artikel wahrscheinlich über ganz Lützeburg ausbreitet. Das ist eine Vierreiter-Situation, die die Gemeinde Stesel lo gemacht hat. Dann immer auch der Quellenschutz. Das ist ja absurd, wenn wir als Menschen als Quellen knachtig machen und dann krank, wenn wir das Wasser trinken. Ein bisschen ist das aber geschieht gewesen, hauptsächlich durch Nitrate, und die kommen durch die Landwirtschaft, wenn die hier Felder
Piffen ja. Do muss man lo oppassen, do si man mat der Stadt Lützeburg, aber andere Gemengen an eng Gruppéierung dran, wo de Bauer geholf gëtt, fir dat ze mat natierliche Mittel können de besonne Stundkraut vun ihre Felder wäch mechen, du ginn natürlich Maschinekaf, speziell Maschinekaf, wo se Stundkraut kënne wäch me. Do si man mat, Mun awer och de Quelleschutz, dats man eben net mir erläben gewisse Produien op Felder ze lehen, a mir muss als Quellen schützen, fir dats auch keng Äner Verunreichungen drakommen, der das bei der Heestrefferquelle lo geschieht, man mat ganz viel Suen, die Quelle lo am Top gesät, dat das anders an derei, wenn an der Problem, weil du klengen Terrain gerutscht hast. An zu Stesel will man och die Quellen nur missen ausschalten, weil ebenwinst viel Nitraten drauf wären. Dat nächste Toleas wir bauen lo vertecht de große Bassing, den och als Bassing denkt fir den Druck an den Wässerreier mi rof zu kreen, dat muss man mechen. Aber man dat fertig hun de Bassing, die wird en des Jo ugeferge gin, da kommen wir no die Quellen, die Fäsungen muss man och neimechen, grad wie Teestrefferquell, dann nummer de Problem Heichwässer an der Rei. Den zweiten große Problem, dat was schon de zweite Problem Wässer, dann immer de lächte größte Problem, das Luft. Luft sind zwei große Themen, der den das Verschmutzung von der Luft, an der dernert ass de CO2 an den Methan. Verschmutzung von der Luft sind allschuldig, an dem wir zum Beispiel hützen. Ja, wir können aber net ophalen mat hützen, wir können vu der Südheizung op Gasheizung umschalten, da hummer zum kein Feinstöpser machen wir méi. Dann dem wir zum Beispiel mat Auto fuhren, die immer mi schwer an immer mi dick gin, machen wir immer méi durch Bremsen an durch de Gummiofried vun de Pnøen, immer méi kleng Feinpartikeln an der Luft, an die kommen an als Lungen ran, an do me ze neicht Gutes. Da sind wir also allschuldig, du muss man als allem Bindung rappe, fir dass man de Problem hergin. An der Gemeng kontrollieren wir dat regelmäßig all 2 Jahre. Wir sind noch dort zu Glück nach an der Reihe. Als bei der grösser Kreizung zu Heestoff mat der National 7, do si immer immer no un der Limit run, wir sind an der Reihe zu Stesel, also was dat so ke grosse Problem. Die gréste Schwierigkeit as de CO2. CO2 an de Methan. Methan muss man der Seite, das viel wie kompliziert. Mit den CO2, do hummer jo weltweit, an woch europaweit an noch national gesot, de CO2-Ustich bringt et fertig, dass man als Temperaturen aus der Reihe kreen. Wenn man die Wissenschaft hat festgestellt, dass man Zyklusse von 150 Jahren, die immer ein bisschen wärm, damit kalt gehen, aber im natürlichen Zyklus no gänge wären, da wären wir an einer bisschen mehr kälter Periode. Keine Eiszeit, ein bisschen mehr kälter Periode, aber wir sind aber immer mehr wärmer Periode. Und da tun wir fertig, sprich wir Menschen, an dem wir zu viel CO2 durch als industrielle Aktivität produzieren, aber auch durch als Autofuhren an alles werden wir machen. Da muss man also aufpassen. Man ist verpflichtet dazu, und wir probieren an der Gemeng das hinzukriegen, durch Aktionen, wo wir zum Beispiel Temperatur an der Gemengegebäude raufsetzen, auf 20 Grad an den Sitzungssaal oder an den Büroen. Und ich bin noch ganz froh, dass die Schulen da mitmachen, die kriegen Thermometer gestellt und dann kontrollieren wir, dass an der Saal immer 20 Grad ist. Das ist mal der Dicht. Das andere, dass wir wissen, egal was wir spuren, wie viel wir spuren, kriegen wir nicht hin, die Ziele, die wir als gesagt haben, von der Reduktion vom CO2. Wir müssen auch Strom an Hitze produzieren, ohne dass CO2 gemerkt wird. Ich erinnere daran, den Strom kriegen wir hauptsächlich aus Deutschland. Deutschland hat wenig Atomanlagen, wir sind hauptsächlich Strom mit Kohleproduktion gemacht, und das mischt CO2. Wir sind also immer schuldig, wenn wir als kleine Telefon uploaden oder als Television gucken oder die Kaffeesmaschine machen, da produzieren wir CO2. Wir kriegen die Spurmaßnahmen kriegen wir nicht ganz hin. Wir müssen auch Strom produzieren ohne CO2. Das heißt Photovoltaik, Wandanlagen, respektiv Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk sind wir bei uns ein bisschen schlecht drin, weil wir sind ziemlich platt. Mit der Ursicht, da können wir nicht viel mehr. Wir müssen aber an dem Klimapakt, den all die Gremien, die wir heute zu Stesel haben, die ich für genannt habe, planen wir, wie wir können Photovoltaik, Großphotovoltaik anlernen machen, aber auch Wandkraftwerk. Und da muss man alle gut wissen, dass wir dadurch als Landschaftsbild ändern, das ist klar. Wir probieren das korrekt zu machen. Und wir müssen wissen, dass wir es nicht brauchen zu irren, weil wir sind ja all schuldig, an dem wir all
als Telefon permanent unhun an SMS schicken an Bodeppen eben ass, du produzieren mir permanent CO2, wenn wir immer im Strom brauchen. Also muss man auch akzeptieren, dass wir das Landschaftsbild ein bisschen ändern, weil wir selber Strom produzieren. Und dann erinnern ich Schüstrun, eng einzig groß Wandanlage. Wenn die drehen kann, produziert genug Strom für alle Haushalte zu Stesel ihren Bedarf zu decken. Die Industrie nicht, aber eng einzig groß Wandanlage. Also, du wisst, wo wir hier schaffen, an all das, als dem Klimachefen, das ist die, wo all die Informationen dort zusammenlaufen, die Leute freiwillig mitmachen. Und ich so nein, merci dafür. Und die Klimachefen, die geht dann an den Chefrat, an den Gemeinderat, und probiert die Aktionen, die wir geplant haben, zu verkaufen, am Sinn von uns alle Guten, für das es alle Guten Donoren besser geht. Die sieht, die Klimachefen hat genug auf der Lee, und ich will noch einer sagen, als Chefsdienstmann, die habe ich gern. Und ich will just etwas hoffen, dass wir 2023 die Wahlen sind, da kommen ja maybe wahrscheinlich andere Leute hin, und dass die Leute können so, hey, guck, die heutige Gemengendirektion, an der die Klimachefen hat flott erbig, ganz erbig gelegt, und wir können darüber aufbauen, das ist meine Hoffnung, und ich freue mich, alle Guten mitzumachen. Merci für den Luisteren. Und so wird es abgehalten.